Teure Zuhörers, sind ich habe rekordiert dem Episode, ist die schreckliche Schieter bei Bondi geschehen. Für uns in Australien wird Chanukka keinmal nicht sein wie früher. Ich tracht wegen aller, was haben gelitten von fanatischer Gewalt. Wir treuern mit den Mischproches von die, was seien gestorben. Sie sollen mehr nicht wissen von kein Zar. Teure Zuhörers, was hört sich? Es ist bei euch Winter? Ihr erwärmt sich mit der Gläsel Tee? Oder ihr seid euch ein Durmdicker und ihr kühlt sich ab mit der Gläsel Seltzerwasser? Bei mir scheint der Sonn und die Woche bin ich schon 2-mal gegangen schwimmen in Jam. Ja, ihr gedenkt, in Australien ist alles übergekehrt mit dem Kopf herab. Und der Sommer ist schon da. Aber Sommer zu Winter, es ist Kislev. Und das meint nur eine Sache. Chanukka kommt. Ich kann euch nicht schenken kein Chanukka-Geld. Aber ich hab für euch ein bisschen wegen Chanukka. Und es ist Zeit. Zünd an die Lichtlach und grät sich zu auf ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Trefft, Kinder, was ein Jontef ist der beste von allen Yom Tovim? Chanukka. 8 Tage seiden nicht gehen in Cheder, essen Latkes mit Schmalz, spielen in Dreidlach und bekommen von allen Seiten Chanukka-Geld. Nu, bedarf man noch einen besseren Jontef? Azoi hat geschrieben Sholem Aleichem in sein Meiser Chanukka-Geld. Was meint ihr? Ist Chanukka die beste von allen Yom Tovim? Sie ist doch eine freiliche, mit Lichtlach und Dreidlach. Und wer hat nicht lieb zu essen Latkes und Ponschkes? Weißt ihr, als Chanukka ist der jüngste von den jüdischen Yom Tovim? Ist von wann kommen die alle Minhagim? Für was zündet man Licht? Für was esst man Latkes und spielt in Dreidel? Ihr kennt mir die Meister von Chanukka. Wie jeden haben gemacht einen Aufstand und befreit den Beis Hamikdash. Das alles ist geschehen in der Zeit, wenn Jeden haben gewohnt unter der Macht von der griechisch-syrischen Imperie in dem 2. Jahrhundert vor Christus. Aber was mit die Chanukka Minhagim? Der Abstamm ist nicht so klar. Wir wissen, als euch Christen zünden Licht und geben Matones, Nittelzeit, also wie Chanukka. Man sagt, dass in beiden Fällen ist das etwas, was bleibt über von paganischen Traditionen, was haben zu tun mit einem winterdicken Sonnenstill. Wir verstehen, als wenn die Nacht seinen gar lang und alles ist finster, darf man etwas freilich. Und als Sachkulturen haben Festivalen von Licht. Nur die Legende erzählt ein anderer Meister. Wenn die Jiden haben gewollt heiligen dem Beis Hamikdash und wieder anzünden dem Ner Tamid, das ewige Licht, haben sie gefunden ein klein Fläschel Bäumel, bloß genug auf einen Tag. Nur demult ist geschehen ein größer Ness. Das bissel Bäumel hat gebrennt ganze 8 Tage, bis man hat gekannt machen mehr Bäumel. Der Pfad sind men die 8 Lichtlach und der Pfad gedauert der Jontef 8 Tage. Und dank der Ness
mit den Bäumen, essen wir Latkes und Ponschkes. Kedei zu dämonen dem Bäumen darf man essen geprägelte Speisen. Geschmack. Und was mit Dreidlach? Nu, jeden seinen euch nicht die Einzige zu spielen also. In Deutschland, in Mittelalter, seinen gewähnt Dreidlach, mit welchem hat gespielt für Geld. Mit die Oisies SNGH. Das hat gemeint, stell, nimm, ganz oder gib und halb. Auch jüdische Kinder spielen also in Dreidel. Zu geben dem Spiel religiöser Beteit, hat man erklärt die Oisies wie Nes Godel hoyo Shom, was meint, a große Nes ist dort gewesen. Die, was kennen nicht verstehen, kein Jiddisch, wissen nicht von Stell, Nehm, Ganz und Halb. Aber ihr weißt. Is wie so pravet ihr, Chaneke? Hat ihr lieb zu machen am Messiber und prägeln Latkes für a Sach Gäst? Ihr singt Lieder? Ihr gibt Matones? Und esst ihr die Latkes mit Äppelkompott? Sie smetna. Da in Australien pravenen mir Chaneke Summezeit. Sie ist doch a bissel modner, weil die Tage seien lang. Sie ist nicht beimers die beste Zeit für a Jonte von Licht und geprägelter Essen. Aber jeden, was wohnen in der Durham-Hemisphäre, sind schon zugewohnt zu dem. Teilmenschen pravenen Chanukah beim Bregjam. Und es macht nicht aus, wo man wohnt. A Latke ist allemal Geschmack und a Ponschke dazu. Bei mein Mischpocher essen wir Latkes mit a Sach Salaten und die Kinder spielen in Dreidel. Wir singen a paar jüdische Lieder und wir hoffen, dass wir wollen nicht sein zu satt zu essen a paar Ponschkes. Teure Zuhörers, ich wünsche euch einen lichtigen, freilichen Chanukah. Chevre, der Episode ist ois. Und mit dem Episode ist der Saison euchet ois. Ich weiß, es ist geworden ein bisschen a verschleppter. Und ich hab charotter, was ich hab nicht gekannt, herausgeben mehr Episoden heuer. Aber ich hoffe, dass ihr hat alle gehabt hanua, von was ihr hat gehört. Ich will sein zurück in 2026 mit noch Episoden und ich suche Gäste und Rekordierungen. Ich meine, dass ihr, die Zuhörer, seinen Tage das Herz von dem Podcast. Und ich bin sich machaier, wenn ihr wollt Anteil nehmen in dem Programm. Es ist gar schön zu hören von Jiddisch-Lerners von über der ganzen Welt. Seid der Gast. Wollt ihr reden wegen etwas, was ist euch teuer? Es kann sein ein Witz, ein Meise, eine Rezensie, ein Audiotour. Was es soll nicht sein. Schickt mir einen Blitzbrief. Prostejiddisch bei gmail.com. Ich bin bereit zu hören von euch. Ich will noch einmal sagen, einen herzlichen Dank zu allen, was haben mir etwas geschickt, zu allen, was hören sich zu und zu Sue, was schafft unsere Videos für YouTube und Mani, was führt an mit den sozialen Medien. Einen großen herzlichen Dank. Bis wir treffen sich wieder, bleibt gesund und stark, esst a Sach Latkes und Ponschkes und der Rike redet Jiddisch.